Vielleicht kurz fangen wir bei dir an, Timon. Wie gehe ich damit um? Jetzt habe ich Bibelverse zitiert, aber ich habe das gewünschte Resultat, dass diese Angst, dieses Vergleichen oder diese Gedanken nicht da sind. Was würdest du jemandem was würdest du so antworten? Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil da darf man sich zuallererst mal nicht selber verurteilen. Weil das Ding ist ja, jetzt weißt du ja, der Tisch ist gedeckt im Frieden, aber so zwischen Wissen und Glauben ist ja häufig so ein Weg. Und gerade wenn du schon 10-mal in das Gleiche reingefallen bist, dann ist es oft sehr schwer, dann trotzdem wirklich zu glauben, hey, dieses Mal nicht. Und das ist wirklich einfach ein Üben. Das ist bei mir am Anfang lief das noch genau gleich, aber ich glaube einfach mit der Zeit dehnt sich dieser Sieg von Jesus auf immer mehrere Bereiche von deinem Leben aus und dann fällt es dir dann auch mit der Zeit immer einfacher, das zu glauben, auch wenn neue Dinge dazukommen. Genau. Also deine Antwort, einfach dranbleiben. Einfach dranbleiben und eben der Feind, also du musst das wirklich von ganzem Herzen glauben, weil sonst wird er an deinen Tisch kommen. Und ich glaube einfach so, dieser Sieg von Jesus, das ist meistens nicht von heute auf morgen in deinem ganzen Leben präsent, sondern es ist wirklich einfach ein Weg. Einfach dranbleiben. Vielleicht Leo. Pastor Dan, ich würde eben zu dem genau das sagen. Es kann ja sein, dass man plötzlich mal den Feind sitzt am Tisch hin und beginnt mitzuessen. Das kann ja passieren. Man kann passieren, dann kann man auch sagen, okay, steh wieder auf, ich habe dich nicht eingeladen und dann räumt man den Platz von ihm wieder. Also man sagt immer, wenn man umfällt, steht man auf und man richtet die Krone wieder. Das ist das gleiche Bild. Man darf auch nicht liegen bleiben, nicht denken, oh meine Güte, jetzt habe ich ihm den Platz gegeben, jetzt habe ich versagt. Nein, hast vielleicht in dem Moment einen Fehler gemacht, aber man kann ihn immer wieder ausladen, weil er gehört nicht an diesen Tête-à-Tête. Und das finde ich mega wichtig und je mehr, dass man das eben dann tut und macht, desto mehr wird es dann zu einem Lebensstil. Verstehst du? Und irgendwann wird es immer weniger. Ja. Wo du nicht mehr einfach alles akzeptierst. Absolut, aber ich finde, man braucht mal diese Erkenntnis, was macht man da überhaupt? Man lädt ihn ein an den Tisch oder man steht auf und verlässt diesen gedeckten Tisch. Das sind ja diese zwei Optionen. Du bist jetzt, wenn man jetzt so provokant sagen könnte, ein Profi-Christ. Es gibt nicht Profi-Christen, aber einfach schon lange mit Jesus unterwegs. So, das höre ich von den Leuten ab und zu sagen, hey, du bist schon mega lange. Nimmt das nicht mal irgendwann ab, dass der Feind anklopft? Oder ist er einfach immer dran? Also das heißt im Angesicht meiner Feinde. Und das heißt nicht, ich werde die Feinde wegnehmen, sie werden nie mehr da sein. Und das ist, ich glaube, für die meisten Leute ein shocking Bild. Das wollen wir genau nicht so hören. Wir würden uns wünschen, er nimmt den Stab und die Feinde schiebt er weg für immer. Nein, solange wir auf dieser Erde sind, sind wir umgeben von diesen Feinden. Und das macht mir eben auch bewusst, ich bin in einem Kampf, ob ich das will oder nicht. Und dieses Bild bedeutet nicht, wenn du schon lange Christ bist, wir sind alle im gleichen Boot, am gleichen Tisch oder wir sind nicht am Tisch. Merkst du da, dass die Strategie sich ändert in deinem Leben, dass der Feind versucht, plötzlich neue Wege dich anzugreifen? Oder ist das eigentlich immer gleich und du... Nein, es ist ja nicht immer das Gleiche. Das weißt du, wenn du Single bist, hast du andere Herausforderungen. Bist du verheiratet, hast du andere Herausforderungen. Hast du Kinder, verändert sich wieder. Gehen die Kinder aus dem Haus, wieder. Also jede Season im Leben hat man ganz andere Herausforderungen. Ja. Sei es Berufsbildung, Militär, was auch immer. Und das verändert sich krass und es kommen auch wieder neue Themen vor, wo man dann gedacht hat, das hat mit meinem Leben nichts zu tun. Ja. Gewisse Dinge wird man losbringen für immer, aber dann gibt es auch Themen, die plötzlich kommen, wo du nicht mehr auf dem Radar gehabt hast. Das Leben ist sehr dynamisch. Vielleicht zum für Glück, Leute, aber auch leider. Bevor wir noch zu dir kommen, Timon, vielleicht für Leute, die in Leidenschaft oder Pastoren sind, was würdest du sagen, was ist ein Pastor, der speziell sich Acht geben muss, in gewissen Dingen am Tisch zu sitzen, zu bleiben eben? Ja, bei Leiterinnen spricht man auch von den S, die verschiedenen S, das ist der Stolz. Das ist Sexualität, Stutz, das steht für Finanzen in der Schweiz, das ist natürlich ein S-Wort. Und das andere ist auch der Satan selber, der mich versucht. Und diese 4 Bereiche, vielleicht habe ich von 4 Bereichen 2 sind nicht mein Thema, aber für sind andere 2 mein Themen. Ja. Sind alle 4 dein Thema, dann hast du viele Themen. Nein, darum sage ich, jede Person hat irgendetwas, wo man mehr zu kämpfen hat. Ja. Und das muss man wissen, das muss man auch in einer Kleingruppe, guten Rahmen das auch sagen, weil was man bekennt und auf dem Tisch liegt, nimmt man auch der Sache mega Kraft. Also man darf nicht Dinge einfach heimlich verborgen tun, da hat der Feind krasses Anrecht.
by the way, das finde ich immer sehr, habe ich immer geliebt, wie du, Leo, diese Dinge klar angesprochen hast. Also ein mega Vorbild. Timon, du hast eine krasse Veränderung erlebt. Das für die Leute online, wenn ihr jetzt mal die Geschichte von Timon hören möchtet, Hashtag Jesus, oder? Ja. Wie heißt die? Vielleicht können wir noch posten. Meine Geschichte mit Jesus und es war so einer von diesen Teasern in der letzten Hashtag Jesus-Serie. Wir posten den noch im Chat, das mache ich noch später. Aber er hat eine krasse Bekehrungsgeschichte. Du bist für mich jemand, der eben, nicht nur du zitierst diese Bibelverse, was machst du generell eben, so an diesem Tisch sitzend zu bleiben? Also, ich habe vor allem, du hast viel über das Bibelvers zitieren gesprochen. Ist das alles oder was heißt das eben? Also ich glaube, das Bibelvers zitieren, das ist ja vor allem dazu da, dass du irgendwie löschen kannst, wenn es brennt. Aber ich glaube, so was wirklich zählt, ist einfach die Gemeinschaft mit Jesus. Und das merke ich einfach so in allem durch. Das wird nichts geben, dass dir das abnehmen kannst. So, hey, gib Jesus Zeit, gib Jesus Priorität. Und wenn du ihm Zeit gibst, dann wirst du auch dann werden die Siege so viel schneller kommen aus dieser Gemeinschaft heraus. Wann gibst du ihm Zeit? Also ich nehme mir eigentlich immer eine Stunde am Morgen und eine Stunde am Abend. Eine Stunde am Morgen, ja. Eine Stunde am Abend? Ja. Okay, alright. Ja. Also muss es eine... Nein, es war bei mir, hat sich immer so gesteigert, aber ich habe einfach so, Jesus hat mir dann mal gesagt, hey, ich will den Tag mit dir starten und den Tag mit dir beenden. Und dann habe ich gemerkt, hey, eine halbe Stunde reicht mir nicht mehr. Und es ist dann einfach so gewachsen. Und was machst du in dieser Stunde? Ganz unterschiedlich. Also eben, ich lese Bibel in dieser Zeit oder ich bin einfach in der Gegenwart oder ja, wir haben einfach Gespräche oder am Abend mache ich eben immer das mit. Ich nehme eigentlich fast jeden Tag das Abendmahl, um ihm genau diese Dinge zu geben, die sich über den Tag angesammelt haben. Noch eine Frage für Leo. Danke, Timon. Jetzt habe ich gedacht, ja gut, Timo, du hast natürlich keine Familie. Eben, das wollte ich auch sagen. Nein, das ist immer das, was die Leute dann sagen. Dann sage ich immer, ja, ich sage den Leuten, ich sage es auch zu mir, ich sage, lass uns das nicht klein machen, weil man kann auch, mit Familie kann man das auch, weil Frau Wesley von John Wesley, die hatte 18 Kinder. Und 18 Kinder hatte die gehabt und die hat einfach eine Decke über den Kopf gezogen und wussten, alles ist jetzt mit Jesus eine Stunde. Und niemand durfte sie unter der Decke stören. Also es gibt immer Optionen. Und ich muss auch sagen, du kannst Single sein und trotzdem mega busy. Also es ist immer noch nicht easy eine Stunde, da hast du recht. Und was Jesus mir wie auch aufs Herz gegeben hat, ist so, hey, solange du dir die Zeit noch einfacher nehmen kannst, mach es auch. Um auch einfach ein Fundament zu bauen, wenn du dann diese Zeit mit Familie und so nicht mehr so viel hast, kannst du immer noch davon eigentlich profitieren, dass du das mal gemacht hast. Das ist genauso. Und ich glaube auch, wenn man sich eben auch Dinge in jungen Jahren aneignet, ist auch etwas, was auch dann auch vom Alter, es prägt sich mega viel an. Das ist bei mir auch so. Ich brauche immer eine Stunde, bis ich einschlafe. Das ist meine Zeit mit Jesus, wo ich wirklich den Heiligen Geist durch alles hindurchgehe. Das habe ich mir zu einem Ritual gemacht, mit Kindern, ohne Kinder. Das ist mega wichtig. Logisch gibt es mal Season, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger ist, aber es ist auch etwas, was man eigentlich sich gar nicht leisten kann, nicht an den Tisch zu sitzen. Das heißt, du machst am Abend, hast du eine Routine am Morgen auch noch? Habe ich auch. Am Morgen ist eine halbe Stunde und am Abend ist eine Stunde. Ich habe jeden Morgen eine halbe Stunde, am Abend ist eine Stunde. Also aber nicht 2 Stunden. Liebe Online-Leute, ich Timo kann noch... ist mehr als ich. Aber ja, also ich kann noch viel lernen. Aber jetzt... so, wie viel Zeit verbringst du? Machen wir mal eine Chatrunde. Genau, anyway, no comparison. Leo, für den Bibelvers, oder? Du sagst, hey, quasi flieh. Also du musst auch ab und zu sagt die Bibel, oder du sollst wenn der Feind kommt, dann fliehen. Jetzt habt ihr dieses Bild vom am Tisch sitzen, am Angesicht des Tisch, aber gibt es nicht auch Momente, wo da müssen wir einfach gut positioniert sein, dass wir nicht immer eben in diese Angriffe reinkommen? Für mich, ich bleibe jetzt beim Psalm 23, es gibt ja nicht ein Bild, es gibt verschiedene Bilder, aber in diesem Bild vom Psalm 23 heißt es, im Angesicht deiner Feinde. Wenn Schafe sind immer umgeben von Bären, von Löwen auf der Weide oder von Wölfen, die sind nicht einfach weg, außer du knallst alle weg.
Aber das ist einfach eine Tatsache, wir sind umgeben von Feinden. Und das ist ja ein Bild und ich bleibe am Tisch, weil ich weiß, wenn ein Hirte am Tisch sitzt, kommt kein Bär und Löwe hin, weil der beschützt mich ja. Darum ist es ist eben nicht so ein passives Bild, wie man meint, es ist aktiv, weil ich aktiv hinsetze und ich weiß, der Hirte hatte den Stab in den Händen und er schaute am Tisch. Ich danke dir für das klare Bist du am Bild. Grübeln ein bisschen, bist du Ja, ich bin ja bewusst, das ist bewusst. Ich möchte da ein Gespräch bringen. Nee, weil ich glaube, das ist so ein praktisches Thema. Die Leute auch im Chat haben viel gesagt, wie sie das berührt hat. Ich bin überzogen. Ich danke euch einfach für eure Klarheit in dem Sinne. Wir waren ja heute auch bei dem Wort von Satan. Ja. Oder nächstes Mal gehen wir über die Eigenschaften vom Teufel. Also jeder Name hat auch eine Eigenschaft vom Bösen. Und darum, der Satan ist ja der Hinderer, der hindert uns, an diesem Tisch zu sitzen eigentlich, oder? Und nächstes Mal geht es darum, er ist ein Diabolos, er ist ein Durcheinanderbringer. Und dann werden wir lernen, wie bringt er uns durcheinander. Also darum hat er jeden Namen, hat eine Eigenschaft, wie er uns eben angreift oder auch ein bisschen Angst einjagt.